Anischt Liewen, ein Podcast von der ASTM. Willkommen bei Anischt Liewen, dem Podcast von ASTM und zum Arbeit beim Klimabündnis Lützeburg an Radio ARA. Mein Name ist Cedric Reichel. Das ist die Echtsendung für die neue Jahr. Wir sind am Monat Januar und da habe ich gedacht, ich schlage mal Jean-Louis Zeyen an von Fairtrade Lützeburg. Mit ihm will ich über die Initiative für ein Devoir de Vigilance zu Lützeburg schwätzen. Dann kommt es nach einer kleinen Agenda mit Anne Müller. Heute an meinem Studio für den Interview ist der Jean-Louis Zeyen, Präsident von Fairtrade Lützeburg, sind 25 Jahre. Ist das so richtig, Jean-Louis? Ganz richtig, dass ich noch ein bisschen mehr lang hinter dem, was man die ONG gegründet hat. Aber du bist heute nicht nur hier wegen Fairtrade, aber eigentlich bist du von den Portparollen von einer Initiative, die sich l'Initiative pour un devoir de vigilance Luxembourg nennt. Da also sich das Jahr von den Schwerpunkten von deiner Arbeit gewirrscht. Ja, ganz richtig. Ich muss sagen, dass die Stadt nicht nur an der Eigenschaft zu Fairtrade machen, aber auch eine zweite Organisation, die ich hier repräsentiere, und das ist die Kommission Justice EP, die sich für Froh von Menschenrechten, Nachhaltigkeit und Frieden und Gerechtigkeit setzt. Auch von da hier gucken ich für mit dem Antonia von der STM zusammen, die Arbeit ein Stück weit zu koordinieren. Natürlich beschränkt das sich nicht auf als Erbecht. Nee, weil wir sind 6 zu 17 und da muss ich sagen, da sind da ganz viel, ganz aktiv von auch den anderen Organisationen der Zivilgesellschaft. Genau, also die Initiative setzt sich an, eben für das Lützeburg ein Lieferkettengesetz kriegt. Ich habe das Wort Lieferkettengesetz benutzt. Es gibt aber auch den Begriff, den der ganz stark benutzt, Devoir de Vigilance. Kannst du das kurz erklären, für wer der erst für Devoir de Vigilance entschieden hat? Weil wir da eine Referenz machen und die eigentlich weltweit Pionier sind an die Meriten haben, nämlich das erste Land gewesen zu sein, die so ein Gesetz auf die Schiene gesetzt haben. Und das ist Frankreich, und da schwätzen wir von einem Devoir de Vigilance, das heißt, ein Gesetz geschafft, das ab 2017 funktioniert, an wat appliziert gëtt an wat auch vun enger ganzer Reihe von Entreprisen, die eng bestimmte Gréis tun, muss ëmgesat gin anzwer dat Mënscherechtsverletzungen an ihre Lieferketten verhënnert gin. Darüberaus schwätzt aber auch Vereinte Nationen schwätzen déi vun engem Devoir de Diligence. Am Prinzip kënnt dat opzelwech draus, weil dat wat vun den Vereinte Nationen am Fong op d'Schiene gesat gin ass, gëtt a Frankreich ganz konkret mat engem Gesetz loch schon ëmgesat, an dem Sinn muss ich sagen, kënnt eise Nummnet vun egal wo hier, Initiative pour un devoir de vigilance. Das ist ein Begriff, die 3 Begriffe, die du genannt hast, die vielleicht das ja für die erste Mal hören haben. Die haben eine ganz starke Medienarbeit gemacht und ist sie ganz oft gefragt, ja, was ist das da eigentlich? Ich habe hier beim Deutschlandfunk Lieferkettengesetz, die schwätzt von Devoir de Vigilance. Manchmal ist das nicht extrem kompliziert, weil wir wollen ja die Leute mitholen. Wir wollen ja, dass die Leute sich etwas drin vorstellen. Ein Lieferkettengesetz ist mein Gefühl, dass viele Leute sich etwas dran vorstellen. Ob das richtig ist, das ist eine andere Frage. Ja, ich gehe sogar vollkommen recht, und dafür kann ich noch das überdenken. Allerdings muss ich aber sagen, als den französischen Begriff, wie dass man heute zu Lützeburg ja viel mit einer französischen Gesetzgebung auch schaffen, vielen Akteuren an den Sektoren aber mehr bekannt. Ich will von den allerwichtigsten Sektoren heute zu Lützeburg, das ist der Finanzsektor. Egal ob es Banken sind, egal ob es Fondsindustrie ist, da gibt es haut schon ein Devoir
de Diligence. Dat heißt, wann mat denen Akteure schwätzt, da wissen die ganz gut wetter dit geht. Anzwer hunn sie eng Sorgfaltspflicht, dat heißt, sie hunn dafür zu sorgen, dat die Klienten, die hinne Sue bringen, dat die net verwickelt sind an die Weißwäsche von Gelder, dat sie net verwickelt sind an die Finanzierung von Terrorismus, an dat das eigentlich auch ein gut Brick, weil wir so wir brauchen nicht nimmen in devoir, de Diligence, also eng Sorgfaltspflicht an den zwei Bereiche, die absolut Sinn machen, wir brauchen sie auch für am Bereich von de Menschenrechte. Das heißt, wir brauchen ein devoir de diligence en matière droit humain et activité économique. A von do hier muss ich sagen, also es vielleicht nicht für jeden direkt verständlich, was das geht. Aber wenn du zu den Leuten siehst, es geht Menschenrechte an wirtschaftlichen Aktivitäten, an den Lieferketten, dass darüber geurteilt wird, dass da keine Menschenrechtsverletzungen passieren, dann verstehen die Leute am Prinzip alle Götten, wie man eigentlich auch herausfinden bei der Umfrage, die man mit TNS Ilres zusammen ganz rezent gemacht haben. Darüber kommen wir gleich zu schwätzen. Du hast durch den Finanzsektor angeschwärzt. Ich meine, das ist immens wichtig zu sagen, dass natürlich Lützeburg eine andere Ökonomie hat wie andere Länder. An der Lieferkettengesetz zu Lützeburg hat natürlich auch Konsequenzen und müsste auch effektiv adaptiert gehen an den Finanzsektor. Lass mir auch gefallen, letzte Woche war der Charles Müller von Luxembourg Finance and Human Rights von der ASBL, war bei 100,7. Und ich hatte den Eindruck, dass er schon ganz stark versicht, das Lieferkettengesetz durchzustellen, wie wenn es hauptsächlich um Kleider geht, an einem Schokolade, also die klassisch produzieren. Wie will der verhindern, dass es darüber reduziert wird? Ganz einfach, weil das nicht logisch für es geht all wirtschaftliche Aktivitäten. Und eigentlich muss ich auch sagen, die ASBL, Human Rights and Finance, will gerade auch selber die Aktivitäten, die mit den Finanzen zu dienen haben, an die Responsabilität holen, wie die Nummer zählt, als Menschenrechte und Finanzen. Das heißt, an dem Sinn, manchmal wären das vielleicht just alles Beispiele, die hier gesagt haben, aber das ist klar, es geht nicht nur Aktivitäten von Konsumartikeln oder von Herstellung von Industriegütern, aber es geht selbstverständlich auch, wie d'ailleurs sie das selber machen, von Human Rights and Finance, auch Finanzaktivitäten. Und an dem Sinn kann ich Ihnen auch die Etude zitieren, die sie gemacht haben am Auftrag von Luxembourg for Finance mit der Uni von Genf zusammen, wo interessanterweise daraus rauskommt, dass 75%, das müssen Sie sich vorstellen, 75% von den Leute aus der Finanzbranche, von den Finanzexperten, soen, dass Regierungen müssten do Gesetzgebungen machen am Bereich Menschenrechte und Finanzen. Also ich fand das schon wirklich beachtlich. Da sind natürlich Experten aus Lützeburg gefragt gehen, aber auch aus den umliegenden Ländern, nach 5 Ländern dabei, sodass ich muss sagen, eigentlich geht aus dem Sektor selber von einer ganzen Reihe von Akteuren ganz klar gesagt, wir brauchen eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht an solche Finanzaktivitäten. Das heißt, wie wir vorher gesagt haben, die berühmten Devoir de Diligence en matière droit humain, auch für den Sektor. Und möchte auch Sinn. Genau, das, was du siehst, ist ja auch wichtig eben zu betonen, dass gar nicht alle Wirtschaftsverbände dagegen sind. Dass auch zum Beispiel in Deutschland, wie sich das über 40 Unterprisen, die jeweils ganz hochkarätische Unterprisen, fordern ein Lieferkettengesetz, also das verstärkt Gleichheit, das verstärkt sozusagen auch einfach den Wettbewerb, die Qualität vom Wettbewerb, wenn alle sich müssen dieselben Regeln halten. Das ist ganz richtig, was du siehst. Es muss ich sagen, dass das an quasi allen westlichen Ländern, besonders in Westeuropa, Entreprisen gehen, die sich mat für ein nationales Gesetz ersetzen. An Deutschland wären das 65 Entreprisen, die
aus 10 verschiedenen Wirtschaftssektoren kommen an ein Chiffre d'affaires vu pur 100 Millionen Euro hun wir schwätzen also effektiv net vun Peanuts. An Holland wären net och suuge Wirtschaftsverbänn, die niewen individuellen Entreprisen sech fir en Lieferkettegesetz ersetzen an noch zu Lützeburg. Dat muss ich auch positiverweise mal enker soen, ginnet och Entreprisen, déi schon haut eng Due Diligence und en Devoir de Vigilance, Diligence an dem Bereich haut schon umsetzen. Also an dem Sinn ginnet net nëmme Bremser an der Ökonomie mit Kinder, die ganz klar nur 4 auch gehen, wie zum Beispiel auch a Finnland, wird ja auch von den Ländern aus die Kandidat sie für Sitz an Menschenrechtsrat, aber du wären rund 100 Entreprisen, die mit der Zivilgesellschaft sich für ein Nationalgesetz angesagt wird auch dementsprechend an den Regierungsprogramm von der neuen Koalition nach Finnland kommen. Du hast so ganz viele Sachen schon geschwärzt. Ich meine, wir müssen die also Newissen zählen. Das die TNS-Ilres-Info. Die hat ja agin, dass ganz viele Leute aus der Zivilgesellschaft, also die Bevölkerung zu Lützeburg, zu 92% die Anhältung von den Menschenrechten au long de la chaîne de la valeur unterstützen und sie das eigentlich fordern. Wie wichtig war die Info für Druck auf Politik zu machen? Also ich denke, für uns wäre es ja auch an einem gewissen Wagnis, weil wir wussten ja gar nicht, was bei der Etüte rauskommen. Wir haben die Zahlen, so wie sie kommen sind, haben wir sie publiziert. Und ich muss sagen, das ist ein wichtiges Element, für das auch die Politik merkt, dass an der Bevölkerung einen großen ich gebe sogar so einen überwältigenden Rückhalt ass, wann eng Regierung géif an die Richtung go fir ze legiferieren. Also da das schon wichtig an dem Sinn ze gesinn, wie groß as Rückhalt bei den Froen an das net nëmme beim Prinzip vun eng nationale Gesetz. Et das auch selwicht héich wann et Drms geht, sollen auch Umweltfroen dran an so Gesetz integriert gin. Ja, ganz klar sollen auch die Sache vun enger Responsabilitéit geklärt gin. Ja, ganz klar. Also der Techt alle Goeten die Fronten, die man gestalt hun, drehen eigentlich bei Zustimmungswerte 90%, wann an der Schweiz dat de Fall gewircht wie wo de Referendum lo hauchten zwar Niveau vun der Population gewonnen gin, as aber leider net Niveau vun de Kantonen. Dann hatte man heute zu Lützeburg oder respektiv an der Schweiz auch schon ein Lieferkettegesetz. Vielleicht will man ein gutes Gewissen ankaufen, so nicht nur populistisch, wann Produkt aber, und das ist eine Kritik, die immer ganz pauschal geäußert, der Lieferkettegesetz verkompliziert und sexy an teuer. Wie kannst du dem entgehen? Für zu sagen, nee, die Leute wollen eigentlich auch den Preis dafür bezahlen, die nicht mehr finanziell ist. Das ist ganz richtig. Ich meine, muss ihn abhalten, effektiv eine Reihe von, wie soll ich so, falschen oder alternative Fakten, die an der Hinsicht zirkulieren, respektiv. Und das muss ich aber trotzdem stellen, Ängsten, die können bestehen. Wie soll das funktionieren? Wat de Kachtefaktor ubelangt, dat gesinn man sowohl bei den Konfliktmineralien, wo auch Lützeburg lo muss ab dem nächsten Jahr, weil et eng europaweit Regelung ass eng Legiferation eng Gesetzgebung hunn me bei den Kachten fir do umzusetzen, die Laien bei 0,01%. Dat Techt dem no wie groß dat d'Entreprise ass, dat Techt mir sinn hai an engem absolut marginalen Preisbereich den an dat hunn holländsche Etüden, die jo auch ein Gesetz angefordert hunn géint ausbeuterich kann erbeg doch no gewiesen, op der einer Seite Entreprisen auch etwas davon, weil sie merken dadurch eng besser Gestion des Risques für sie selber auch. Das heißt, es kann ich nicht so, dass Produkte dadurch pauschal Medaille geben. Das ist nicht richtig. Und wenn ihr das an den Kontext von einem Gesamtchiffre d'affaires von einer Entreprise setzt, dann seht ihr ganz deutlich, dass das nicht am Prozent mehr im Promillebereich liegt. War das dann dank so von Unterprisen an der das joch der Wirtschaftsverband extrem stark gehen so eng verpflichtend Erklärung an ein Gesetz, wer das dann hier habt Ängsten? Ja,
Ich denke, dass Apps nicht richtig verstanden gehen. Sie verschiedene, auch große Entreprise fährten, sie müssten von Haut ab mehr alle guten Menschenrechtsverletzungen an ihren gesamten Lieferketten bei ganz vielen unterschiedlichen Produkten, wo sie sich approvisionieren, müssten sie geregelt haben. Das nicht wahr. Sie müssen, wenn ihr das mal guckt, auch wie das bei den Vereinten Nationen auch abgestellt ist, sie müssen eine Hierarchie aufhören. Was sind dann die größten Menschenrechtsrisikoen an meiner Lieferketten? Da müssen sie umsetzen. Und sie müssen nicht von Haut ab mehr alle guten Probleme lösen. Das muss das Erste, was die muss machen. Es muss eine Hierarchie aufhören. Das Zweite, es muss sich Strukturen geben, wie das in das geht. Und das kann ich selbstverständlich dann Schrack für Schrack machen. Und da meine ich auch, dass von den großen Missverständnissen da ist, dass es eine Obligation de Resultat gibt, was nicht der Fall ist. Es geht eine Obligation de Moyens. Das heißt, übersetzt, ich als Entreprise muss mir die notwendigen Moyens geben, für Menschenrechtsverletzungen an meiner Lieferketten zu verhindern. Wann dat gemerk hun an het geef ewer zu Menschenrechtsverletzungen kommen an ich kann noweisen dat ich wirklich auch mir die entsprechend Strukturen am Moyen gin hun fir se so weit wie möglich zu verhindern, da kann mir auch Niveau vun der Responsabilité zivil neicht geschéien an do ass mengglech die gréessten Angst wo verschieden Wirtschaftsakteure gesot hun mit der stünsche Lommer engem Fos am Prison. Nee, dat ass mengglech falsch verstehst du mech, wieso ein Lieferkettegesetz funktionieren soll, a wie et och schon a Frankreich ëmgesat gëtt, a wie doch zu gonne zu so engen Geschichte wie den do gefauerert huet. Mir bewegen als Hai an engem Bereich, den awer well nei ass an engem gewisse Sinn, well et nach net soviel Länder gi mat Gesetzer, wo dat natürlich ëmmer mat Ängsten verbonnen ass. Me dofir brauche ma jo och Akteuren, die bereet sinn als Pioneier den do we ze goen an mir denken, dat Lützeburg eng Reif vu ganz viele gute Grünn huet fir so weh als mat een vun denen Echten zu goen. Wir werden net den Echte sinn wie Frankreich an Holland, an da je auch Großbritannien an andere Bereiche schon mat Gesetzgebungen gewiesen hunn. Me et wäre gut, wann man Ambitionen hunn Niveau vun engem Menschenrechtsrot, dat man dé dann auch mat chloren Aktionen an Umsetzungen an Engagementer gefe verbannen. Du hast wieder nach zugeschwart, nämlich dass Lützeburg Kandidat als für ein nicht permanente Posten am UN Menschenrechtsrat von 22 bis 24, soweit ich weiß. Do so der momentan gibt es zwei große Dossiers, wo Lützeburg eben nicht wirklich eigentlich gute Kandidat ist. Das eine ist eben, dass wir eben kein Devoir de Vigilance haben, was als gut gibt zu Gesicht stehen. Und das andere ist eben, dass die Konfliktmaterialien Leitlinie von der EU zu Lützeburg noch nicht ratifiziert gehen, also umgesagt gehen. Kannst du kurz erklären, was die Konfliktmaterialien sind und für was das so wichtig wäre, dass ab dem 1. Januar Lützeburg eigentlich das auch akzeptieren? Ja, also du musst ich pur Sachen vielleicht an den richtig Licht stellen. Der Dicht, was ich will so. Lützeburg an Dober, da will ich auch etwas Positives sagen. Hat ja angekündigt, dass sie an ihre Prioritäten eine Reihe von menschenrechtsfrohen Werten angehen, dass sogar eine helle Wulf von Engagementen, die sie geholt haben. Und das muss ihn eigentlich mal positiverweise auch ganz begrüßen, ja? Dass sie eine Kampagne machen. Wir so just bei den freiwilligen Engagementen also wichtig, dass den auch die raussicht, wenn in einer globalisierten Ökonomie ist wie Lützeburg, wo es darum geht, für Nil mit Kap zu machen. Und dafür so wir auch zu den 17 Organisationen, wo wir zusammen sind, so wir, ja, da steht es alles gut zu Gesicht, wenn man das am Bereich von Menschenrechten an Business machen, zum Mols für Lützeburg will für Defenseure von den Menschenrechten sich antreten. Zum Mols für Lützeburg sich für Kannerrechte ersetzen. Wo gehen mehr Kannerrechte getröppelt, wie man Kanner erbischt, was Kanner ob Kakaos oder Zuckerplantagen muss schaffen, wo sie sogar hanst du versklavt gehen, verkauft gehen. Wo ist das anders wie am wirtschaftlichen Bereich der Fall? Ich kann keinen anderen Bereich. Und dann auch laut dem Michael Forst, dem Rapporteur Spezial Niveau von der UNO,
der se doch ganz klar und deutlich, die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen geschehen bei den Defenseuren von den Menschenrechten am ökonomischen Bereich. Das heißt, wir hatten eigentlich mit den Prioritäten, die Lützeburg sich will gehen, für wir eigentlich immens gut bestellt, für die kohärent umzugehen, wenn wir das geben, mit einem sogenannten Lieferkettengesetz machen, das möchte absolut Sinn. Das ist der denkt. Zu der zweiten Frage, Lützeburg wird müssen eng Legislation genauso wie übrigens die anderen europäischen Länder auch für den 1. Januar 2021 stehen haben im Prinzip für zu den Konfliktmineralien. Konfliktmineralien als etwas, das wissen wir aus dem Kongo, das wissen wir aus Kolumbien, wo permanent, wie du das seht, mit den 4 Mineralien, Gold, Wolfram, Zinn, Tantal, Konflikte damit verbunden sind, ganz schwere Menschenrechtsverletzungen damit verbunden sind, egal ob das von bewaffnete Milizen als die wo dem Vergewaltigungen, Stichwort wie den Dr. Mukwege Friedensnobelpreis zu Lützeburg für einem halben Jahr wer heute ganz klar darüber hingewiesen, aber noch eine ganze Reihe von anderen wirklich tiefgehende Probleme damit verbunden sind. Dafür die Zivilgesellschaft sich während Jahrzehnte müssen ersetzen, sowohl am Süden wie auch hier am Norden, für das endlich an Europa so ein Gesetz kommen, für das Menschenrechtsverletzungen bei dem Aufbau von den 4 Konfliktmineralien ein Stück weit besser an den Griff zu kriegen sind. Und wir sind da ja an der Dofro, das vergiss mal eins da, ganz Jahrzehnt am Hanna-Treffen par rapport zu Amerika. Du hast den Dodd-Frank Act 2010 in Kraft getreten, den ein bisschen ernster selbst gesagt, wie das, was wir haben. Mit den Amerikanern machen schon ein Due Diligence in devoir de Diligence an dem Bereich sind 10 Jahre. Und den Trump übrigens hat es nicht gekippt, für das just en passant nach zu sagen. Aber ja, an mir so eigentlich, das ist lo Manner wie ein Mond. Ihr Lützeburg auch nach einer Reihe von eigenen gesetzliche Mesuren muss festlegen zu den Konfliktmineralien. Wenn es so viel Tätstück geht von der Europäischen Union per Reglement geliefert. Aber ein Reihe von Fragen rundherum, die muss Lützeburg selber nach einem Gesetz kleiden. Wir fanden das komisch. Und ich habe vor kurzem auch noch mit einem Chef der Entreprise geschwätzt, den du von betroff hast, die sieht, mir noch bis nun nicht hören, davon, wie das soll gehen. Ich fand das komisch, wenn das Gesetz soll den 1. Januar en vigueur treten, dat nach neiich deposéiert as an der Chamber, dat kein Dialog weder mat der Zivilgesellschaft nach mat betroffenen Entreprisen, zumindest laut dem, wat du gesot krit hunn, schenkt gefauert gin ze sinn. Da so nicht mal mehr den nationalen Aktionsplan. Darum zum Beispiel Pferdesprücht für die Etude, die lo von der Uni Lützeburg soll gemerken, zusammen mit Vertretern aus der Ökonomie, von der Zivilgesellschaft, von Ministerien, ein Cadre referenziell zu definieren für die Etude. Was ja ganz positiv ist. Für was ist es überhaupt nicht möglich, Niveau von den Konfliktmineralien, obwohl es am Aktionsplan dran steht, etwas konkret bis zu machen, so dat Akteuren eigentlich außen vor, draußen vor der Tür muss ich tun. Das fand ich nicht normal. Und das ist auch das, was die 17 Organisationen an dem Feedback und dem Minister gesagt haben. Es gibt Sachen, die gut funktionieren im Niveau von dem nationalen Aktionsplan, mit gibt Sachen, die müssten besser funktionieren. An von diesen Beispielen hat man ja auch bei der TNS Ilres Umfrage angeschaut. Nämlich, sie dir der Meinung, dass die Entreprise, die an dem Bereich zu Lützeburg fertig schaffen, an also so Konfliktmineralien importieren, dass die auch die Löscht von den Entreprisen, dass die auch soll publik gemerkt gehen. Und da geht es nicht Name and Shame. Da geht es einfach just die transparent löscht, dass die viel soll gelöscht gehen, wie sie da ja auch an andere Bereiche am Umweltbereich stattfinden. Da konnte mir am Juni gesagt, nee, das machen wir nicht vom Ministerseite, weil andere machen das nicht. Bon, das fand ich auch schon ein komisches Argument. Die anderen machen nicht, aber wir doch nicht. Sind die anderen Kandidaten für den Menschenrechtsrat oder mir? Aber komischerweise aber ist das entretemps evaluiert. Österreich gesagt explizit für, dass in die Löscht von den Entreprisen sogar mit den Quantitäten, die sie Konfliktmineralien importieren, Wert können publik machen. Holland
huet gesot, mir werde gucken, dat ze summen ze feieren die Rapporte fir dat ze liicht können zesibel sinn. Dat das eng froh die wichtig as am Niveau vun der Transparenz sowohl fir die betraffe Mënschen am Süden, die an dee Mine schaffen, an die och do legitim Interesse darunter hunn, dat dat wichtig as ze wissen, wen dat geht awer auch fir Zivilgesellschaft hei, an dat Virapps war doch net so schwierig as fir umzusetzen. Also du gesei den, dat muss auch gute Willen do sinn. Stichwort Transparenz gebe ich noch gerne dazu kommen, dass der Konsument will mit ein gutes Gewissen erkaufen und will ja wissen, auch Warte kauft. Und es gibt in letzter Zeit immens viel Labeln. Ja, Fairtrade ist natürlich ein Label, die ganz bekannt ist, aber es sind immens viele Label auf den Markt gekommen, wo der Konsument heinz noch nicht weiß, was der Hand sticht. Gibt so der Wort de Vigilance, das wäre okay Label, aber gibt das eigentlich die Labeln teilweise ersetzen, gibt es ergänzen, gibt es überflüssig machen? Wie hast du eine gewisse Hierarchie zu verstehen? Also muss ich einen sicherlich großen Unterschied machen zwischen einem Labeling und noch da gehen nicht, wie du da ja zu Recht gesagt hast, enorm große Differenzen zwischen dem, was du überhaupt getan, was tatsächlich gemerkt hat, an zwischen Prozeduren, an Vorgehensweisen, an Evaluationssystemen, die eng Entreprise sich muss gehen, für können ihren Obligationen, wie sie da ja auch von der Regierung sowieso erwehrt gehen, an dem du Bereich ohne, dass es schon ein Gesetz gibt, geht es hautlos schon erwehrt, dass sie das machen, für zu verhindern, dass Menschenrechtsverletzungen geschehen. Labeln, wenn sie gut funktionieren, gehen nach ein gut Stück weit darüber raus, an dem sie nicht nehmen, sich dafür ersetzen, dass Menschenrechtsverletzungen verhindert gehen, aber dass sie ganz konkret zur Realisation an Umsetzung, an Konkretisierung von Menschenrechten beitragen. Beispiel Fairtrade. Da geht es unter anderem darum, einen fairen Preis. Es geht einen Living Wage, den wir an verschiedenen Sektoren am Gange sind, umzusetzen. Sie wird dann dem Bananensektor, sie wird am Textilsektor. Das geht viel, viel mehr weit, weil da drohen wir dazu bei, dass existenzsichernd Abkommens für Menschen du hannen geschafft get. Dat ass also net nimmen wieso hanst du eng Differenz. Da denkt dass mir eng Defensivapproch van ich so et geht mir drums fir Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, wat schon enorm wichtig ist. Und der dann hat ass wann dann Label den Ursprech gerecht gëtt, die en Dr schreiben huet, an do ginnt er leider auch eng Reihe die behaupte Sachen an der so immer as garantiiert, dat ze vun engem dritten unabhängigen Zertifizierungsorgan, dem man denkt ISO-Norm schafft, auch kontrolliert gehen, ja oder nee. Und dann fängt schon so los an, wie in der Deutsche so schön sieht, die Spreu sich vom Weizen zu trennen. Und da dann hat es ganz klar, es geht darum, auch wie kann ich ein Stück weit Menschenrechte konkretisieren. An do wenn der mengenisch as vun der Zivilgesellschaft vir iwwer 40 Jahre den fairen Handel entstanden gefördert gin an fir rund 25-30 Jahre sind auch dun Labeling-Organisationen entstanden aus der Zivilgesellschaft raus, die probieren dat op nach mir eng bret Basis wie nëmmen Weltläden zu setzen. Das ist kein Zufall, dass ich die für den Januar angemeldet habe. No wahrscheinlich ein guter Monat meistens für Fairtrade. Ich meine, ich verbinde noch immer mit Fairtrade Kaffee an der Schokolade für allem. Und das Dezember ja auf den Monat, wo ich gehe, das verschenkt dann alles. Was mir auffällt, dass der an den letzten Jahren mehr politisch gesetzt. War das bewusst schwer oder hat sich das einfach irgendwie ergeben, weil die Lieferketten immer mehr kompliziert gehen, wegen der Globalisierung? Wie war es, dass Fairtrade eure politischen Akte genau? Ja, also ich gif mengen, dass das vielleicht an der Perzeption so ist, dass das aber schon immer so wäre. Ich kann ohne Problem 15 oder 18 Jahre zurückgehen, da haben wir die ersten Sachen an dem Bereich gemerkt, nämlich wo wir uns dafür angesagt haben, mit anderen Akteuren, Umweltorganisationen, Gewerkschaften, für eine öffentliche Beschaffung so zu organisieren, dass sie sozial ökologisch fair soll sehen. Der Tisch, wenn die öffentliche Hand abkäft, und du geht es nicht ganz wenig, du geht es 15% von dem Bruttosozialprodukt an der Europäischen Union erwirtschaftet geht, dann ist es natürlich wichtig, dass den do
auch den Hirwel usetzt, wo den Staat man gute Beispiel kann vier gehen, wann Hirn selber erkäft. Nimm das als Beispiel, da das etwas, du schaffen wir schon ganz lang drin. Mit das Vorher, vielleicht wurde ein bisschen mehr Visibilität lokrit durch die Initiative von einem Lieferkettegesetz, weil das etwas ist, was ganz no bei der Frau von engem fairen, engem gerechten Handel auch ist, weil eigentlich die zwei Sachen do gut mat neen gehen, an noch die müssen, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch an eisen Schwesterorganisationen sie verschiedene auch ganz stark daran engagiert. Wir haben ein Centre d'Excellence Human Rights and Business auf Finnland, wo als finnländisch Schwester den op engem internationalen Niveau geriert. Das mengt doch kein Zufall, weil sie noch ganz stark engagiert gewesen an die ganz froh von engem Lieferkettegesetz auf Finnland. An Holland, da ist das auch der Fall, die ganz stark daran engagiert sind. Aber vielleicht wäre es sogar gut, wenn da ist zu weit ist, bis für an die skandinavischen Länder zu gucken, dass man vielleicht ein bisschen weiter gucken. Und an Holland könnte man ganz viel lehren an dem Bereich, wo zusammen Niveau von der Regierung mit der Zivilgesellschaft geschafft wird. Jean-Louis, wir kommen zum Schluss von diesem Interview und ich stelle zum Schluss immer die zwei selbst Fragen. Die kannst du natürlich nicht. Trotzdem löst dich einfach spontan drauf an. Die erste Frage ist, was willst du auf 5 Jahren nicht mehr mussten erklären? Was die Lieferkettegesetz ist. Das war einfach. Die zweite Frage ist, der François Bausch sagt zu dir, du darfst einen Monat lang ein riesiges Plakat auf den neuen Tram machen von der Gare bis auf den Sterrenplatz. Was steht da drüber? Für das Schiedfriede zu verstehen, den hat zuletzt beschlieft. Musst du da kurz sehen? Auf ein bisschen live mit dieser Regierung dann noch zu sehen. Human Rights and Business, let's make it happen. Das ist ein guter Aufschlag. Jean-Louis Zeyen, ich so, merci. Ich so, merci auch. Wir sind schon bei der beliebten Rubrik bei Agenda und du hast bei mir im Studio wie allmond natürlich dann Müller vom City. Moin an. Moin Cedric. Christa River hat nicht Jahr gedun, mich fährt und du hast wahrscheinlich eine nimme Sache für mich, wo ich nicht kann für und dir gehen, oder? Jo, mir das ist auch mehr sicher am Moment. Am Januar kann ich ein bisschen los gehen und da kann ich noch ein bisschen daheim bleiben. Jo. Und du hast eine Konferenz, ich höre. Jo, eine ganz flotte Konferenz, und zwar ist die am Tupoka Ogette. Ich meine, die Mischleute haben schon von Hatieren. Dort hat ja sein Buch geschrieben, du Exit Racism. Und die Konferenz geht dann von der ASTM und ich meine noch ein paar andere Organisationen. Ja, ich organisiere das zusammen mit der Gemeinde Diddling, mit FinKP, Let's Rise Up, also weiter, ganz viele Organisationen. Genau, also ich bin der große Fan davon der Tupoka Ogette, also momentan noch Spiegel-Bestseller löscht. Und leider kann nicht auf Lützeburg kommen. Jo, und dafür findet dann eben die Konferenz online statt. Und das ist dann den 29. Januar um halb acht. Genau, an online ummelden, ne? Ach so, ich wollte die Stadt froh. Genau, wir machen über Zoom. Die Leute fanden einfach auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Instagram-Seite von weitere Informationen. Mal tipptopp. Und ich meine, kann sich gut viel bereden, wenn ihr nur auf Spotify geht. Da gibt es nämlich das Buch als Hörbuch und auch den ganz guten Podcast vom Tupoka. Wie heißt der Podcast? Ich kann das nie ausschwätzen. Tupocast? So. Ja, ich meine Tupocast, das ist so ein Kofferwort, so ein Wortspiel, genau. Ja. Das ist effektiv exzellent. Ich muss sagen, das ist mein Lieblingspodcast. Ja. Gut, da zu dem Thema, da ich ganz viel Lust tun. Mit du hast noch etwas, wo du mal gesagt hast, kann ich auch Sachen gucken während der Pandemie, die sonst nicht gesagt, weil sie eben nicht zu Lützeburg stattfanden. Das heißt, kann sich praktisch an der ganzen Welt abklinken. Aber wohin bringst du es? Springen erst dann ab Berlin. Und da geht es organisiert von Wir haben es satt, das ist ja die größte den Landwirtschaftsbewegung zu Berlin, wo auch dick gut demonstriert geht. Und sie haben dann all Monat normalerweise den Soup and Talk. Aber wie du schon gesagt hast, das kann ja nicht an Präsenz stattfinden, aber dann auch online. Und das ist ein ganz flottes Format, da kann sich für drin ummelden.
Wenn en geef gern seg Projekt firstellen, da geht es dann um alle Sachen, die mit Ernährung, mit Landwirtschaft zu tun haben, kann sich dann wie gesagt ummelden. Und du hast dann Zeit 5 Minuten sein Projekt dafür zu stellen. Und die anderen Leute können dann ganz flott neue Initiativen kennenlernen. Und das versteht für ihn open? Das versteht für ihn open, muss sich für den 31. Dezember ummelden. Aber an sich der Supentag findet dann den 16. Januar von 3:30 bis 7:08 statt. Du gehst du echt als Leute roden, dass sie sich nicht direkt ummelden, sondern dass sie einfach mal gucken, wie das, und da vielleicht den Mond drüber. Kann ihn sich inspirieren lassen. Genau, inspirieren lassen. Das ist eine gute Idee, ich habe nicht gekannt. Vielen merci an. Gern. Wir sehen uns dann im Februar, ne? Wir schulen uns, ich hoffe nicht. Wir ohne Fasching, das weiß ich schon. Ja, für mich auch ohne. Merci an, bis nächsten Mal. Adi. Das war es für diesen Monat von meiner Seite. Anne Schliefer wird produziert von ASTERM und Zusammenarbeit mit Radio ARA an dem Klimabündnis Lützeburg. Ihr könnt die aktuell Folge auch immer auf der Website von Radio ARA lauschen und rufen. Ihr findet uns auch auf Spotify und andere gängige Podcatchern. Hanna lost also auch gerne eine Bewertung. ASTERM findet ihr auch auf Facebook und Instagram und natürlich an astherm.lu. Fragen und Kommentare zur aktuellen Sendung könnt ihr gerne richten und podcast@astherm.lu. Mein Name ist Cedric Reichel, merci für das Nullaustren, und bis die nächste Kehr. Und denkt drunter, think global, act local.